Ach Gott, Geschichte, das Schulfach, das habe ich einfach gar nicht gern gehabt. Beziehungsweise ich bin einfach sauschlecht gsi. Anna Zöllig, mein Name, hoi. Ich muss sagen, wenn die Geschichte so dahergekommen wäre, wie das, was wir jetzt vorhaben miteinander, dann wären meine Noten vielleicht ein bisschen besser gewesen, wer weiß. Wir machen zusammen eine Geschichtsstunde. Das heisst, eine Stunde mit 10 alten Geschichten und Sagen aus der Schweiz. Da geht es um einen Pakt mit dem Teufel oder um geisterhafte Verwandlungen, unglaubliche Träume und noch ganz viel mehr. Teufelsbruck. Wenn man heute ins Tessin oder auf Italien reisen will, dann ist das ganz einfach. Man steigt in den Zug oder ins Auto und fährt durch den Gotthardtunnel. Schon nach ein paar Stunden ist man im Süden an der Wärme, falls es dort nicht auch gerade regnet. Früher war das viel mühsamer. Da hat es noch keinen Zug gegeben, keine Autobahn und schon gar kein Tunnel. Man hätte nur zu Fuss über den Gotthardpass drüber. Der Weg über den Pass war nicht nur mühsam, sondern auch gefährlich. Wegen der engen Schöllenschlucht. Die Urner, die für diesen Weg verantwortlich waren, haben immer wieder probiert, Stege und Brücken in die Schlucht hineinzubauen, mit Holz und Ketten. Aber kaum ist es Unwetter gekommen, hat der wilde Schöllenbach alles wieder vorgespült. Die Urner haben die Ketten noch so tief in die glatte Felswand hineinschrauben. Es hat alles nichts genützt. Zum Verzweifeln war es. Einmal, wo ein Sommergewitter wieder den ganzen Steg weggerissen hat, haben sich die Urner zu einer Versammlung getroffen, zu einer Landsgemeinde, und haben zusammen diskutiert. Man müsste halt eine richtige Brücke bauen. Eine aus Stein, nur aus Holz nützt doch nichts. Eine Brücke aus Stein, hat der Maurer gemeint. Das ist unmöglich in so einer Schlucht innen. Was? So einer will Maurer sein und kann nicht einmal eine Steinbrücke bauen? Ja, ich will die sehen, in dieser steilen, engen Schlucht innen. Ich riskiere doch nicht mein Leben für ein paar Flaschen Wein. Das war nämlich ein Grund, warum die Turner über den Gotthard wollten. Der süße Wein aus dem Süden. Und erst recht die feinen Orangen und Maroni. Stundenlang haben sie weiter diskutiert, aber niemand hat eine gescheite Lösung gehabt. Wo keiner mehr etwas zu sagen gewusst hat und alle schon langsam Hunger gekriegt haben, ist der Landammann aufgestanden, der höchste der Urner. Liebe Urner, liebe Mitlandleute, ich habe eine Idee. Es ist zwar gefährlich, aber ich sehe keinen anderen Weg. Wir müssen den Teufel fragen, ob er uns die Brücke bauen könnte. Da ist es mucksmüsli still geworden im Landsgemeindring. Niemand von uns will auf einen Wein und die feinen Orangen und Maroni aus dem Süden verzichten. Habe ich recht? Alle haben genickt. Da sehe ich keinen anderen Ausweg. Ja, der Teufel macht das sicher nicht gratis, hat einer gerufen. Und wer redet mit dem Teufel? Hat ein anderer gewitzelt. Der Pfarrer können wir einmal nicht schicken. Liebe Mitlandleute, hat der Landammann schliesslich gesagt, ich übernehme das schon. Ich rede mit dem Teufel. Und das hat allen eingeleuchtet. Der Landammann ist sich schliesslich gewöhnt, mit grossen Herren zu verhandeln. Und so hat sich der Landammann mit dem Teufel getroffen. Wie und wo, das hat er nie verraten. Er hat dem Teufel das Problem erklärt und ihn gefragt, ob er für die Urner die Brücke bauen könnte. Mal, sicher könnte das, hat der Teufel gemeint. Aber unter einer Bedingung. Der Erste, der über die Brücke läuft, gehört mir. Einverstanden, hat der Landammann gesagt. Wenn die Brücke bis morgen fertig ist, dann gehört der Erste, der über die Brücke läuft, dir. Gut, abgemacht.
Und so ist der Landammann von Uri mit dem Teufel handelseinig geworden. Am anderen Morgen sind die Turner in aller Herrgottsfrühe in die Schöllener Schlucht aufgestiegen. Der Landammann voraus. Sie haben nicht schlecht gestaunt. An der gefährlichsten Stelle, wo sie schon 100-mal probiert haben, einen Holzsteg zu bauen, ist eine schöne, wehrschafte Steinbrücke gestanden. Die Freude ist dann aber schnell vergangen. Auf der anderen Seite der Brücke ist der Teufel gehockt und hat auf seinen Lohn gewartet. Giftgrün haben seine Äugel geleuchtet. Da hat der Landammann übergerufen. «Hast deine Sache gut gemacht, Teufel? Darum sollst du auch deinen Lohn haben, so wie wir es abgemacht haben.» Der Teufel hat grinst über das ganze Gesicht und mit den Hörnern gewackelt vor lauter Vorfreude. Was der Teufel nicht gesehen hat, ist der Geißbock, wo der Landammann hinter seinem Rücken am Strick mitgebracht hat. Und der Geißbock hat der Landammann jetzt losgelassen und über die neue Brücke hineingejagt. Ja, sie haben ja nicht abgemacht, wer als Erster über die Brücke muss. Hei, ist der Teufel verrückt worden. Er hat den Geißbock gepackt und auf der Stelle in 1000 Stück verrissen. Die Urner haben laut gelacht, aber das hat der Teufel nur noch wilder gemacht. «Das werden ihr mir noch büssen!» hat er gewütet. «Der Teufel lässt sich nicht ungestraft beschissen!» Und in einem Karacho ist der Schöllener durchab richtig Göschen gestürmt. Dort hat es nämlich ein Felssturzgebiet gehabt, mit riesigen Steinbrocken. Der Teufel hat der grösste von diesen Felsbrocken auf seinen Rücken geladen und ist wieder die Schöllener drauf geklettert. Mit dem Brocken hat er die neue Brücke kaputt schlagen. Aber weil der Felsbrocken sogar für den Teufel zu schwer war, hat er eine Pause einlegen. Der Teufel ist neben seinen Stein gehockt und hat verschnauft. Da ist ein altes Fraueli dahergekommen. Zuerst hat das Fraueli sich noch gewundert, was das für ein kräftiger Bursch ist, wo da so Felsbrocken durch die Gegend schleppt. Es hat fast Mitleid mit ihm. Aber dann hat es gesehen, dass der Kerli am linken Bein einen Huf hat, statt einen Fuß. Und in seinen schwarzen Wuschelhaar hat es 2 Hörner gesehen glänzen. Schnell hat das Fraueli ein Kreuz geschlagen und auch auf den Felsen ein Kreuzzeichen gemacht. Da ist der Steinbrocken fast bis zur Hälfte im Boden hinein versunken. Der Teufel hat noch so fest daran umreissen und schimpfen. Der Stein hat sich kein Millimeter mehr bewegt. Da hat der Teufel gemerkt, dass man mit den Urner nicht handeln kann und ist in einer Verrückte zurück in die Hölle gefahren. Seither müssen die Urner alles selber bauen. Strassen, Tunnel und Eisenbahnen. Aber wenn man durch einen Gotthard in den Süden fährt, steht ganz zuhinterst im Urnertal neben der Autobahn ein riesiger Felsbrocken. Der Teufelsstein. Und auch die alte Steinbrücke über die Schöllener Schlucht gibt's noch. Sie heisst Teufelsbrücke. Wie die Elbler gelernt haben, singen und jodeln. Wenn man im Sommer über die Alpen wandert, hört man am Abend, wenn die Sonne untergeht, etwa die ganz eigenartige Klänge. Die Elbler rufen ihren Alpsegen. Etwa hört man sie auch jodeln und juchzen. Oder was mir besonders gut gefällt, sie blasen Alphorn. Von überall hört man das Echo und die Kühe läuten mit ihren Glocken dazu. Das gibt scheint besonders feine Milch. Das schönste Lied hört man in den Freiburger Alpen. Der Freiburger Chorreihe nämlich. Le Rang des Vaches.
Aber so musikalisch ist es in den Alpen nicht immer zu und her gegangen. Es hat eine Zeit gegeben, wo die Älpler noch nicht so schön singen konnten. Damals war auch ein Freiburger Sennenbub im Sommer auf seiner Alp. Rees hat er geheissen. Er hat am Morgen und am Abend sein Vieh gemolken und am Tag aus Milch und Nidle, Käse und Butter gemacht. Der Rees war ganz allein auf seiner Alp und er hat das genossen. Da oben hat ihm niemand reingeredet. Er konnte geschirren und werken, wie er wollte. Und wenn es ihm gleich öppe zu einsam geworden ist, hat er mit den Kühen geredet oder laut in die Felswand aufgerufen. «Hey, du dort! Wie geht's? Wunderbar! Hat das Echo geantwortet. Am Abend hat der Rees wieder einmal seine Kühe auf der Weide draussen gemolken und ist mit 2 Kesseln voll Milch zurück zur Hütte. Dort hat er die schweren Kessel abgestellt und in die Felswand aufgerufen. «Gute Nacht! Schlaf gut!» hat das Echo zurückgerufen. Der Rees ist in die Hütte hinein, hat die Milch in die Kühle gestellt, dass er am nächsten Tag käse kann, und ist die Leitern aufgestiegen in seine Kammern unter dem Dach. Dort, auf seinem Bett, hat er eine Decke gehabt, die mit Heu und trockenen Blättern gefüllt war. Das hat so gut geschmeckt, dass er schnell eingeschlafen ist. Mitten in dieser Nacht ist der Rees aufgewacht. Aus der Küche drinnen hat er Geräusche gehört. Da hat es klappert und gescheppert und knistert, als würde ein Feuerchen brennen im Herd. Ja, heitere Fahne, das gibt's ja nicht, hat er gedacht und ist schliesslich zur Leiter vorgekrochen. Da ist er schön verschrocken. In seiner Küche sind 3 fremde Männer gestanden. Der eine, ein Senn mit roten Haaren, breiten Schultern und riesigen Händen. Der andere, ein dürres Männli in grünen Jägerkleider und der dritte, ein bleicher Bursch, etwa in seinem Alter mit blonden Locken. Der Rees hat schon ausrufen, was ihnen da eigentlich einfällt, mitten in der Nacht in seiner Hütte. Aber er hat sich's dann doch anders überlegt. Wahrscheinlich hat er vor lauter Angst sowieso keinen Ton rausgebracht. Müsli-still ist er auf dem Bauch liegen geblieben und hat in die Küche runtergegüchselt. Er hat gesehen, wie der grosse Senn mit einer Hand die schweren Käsekesse über das Feuer gehängt hat. Der bleiche Bursch hat die Milch genommen, wo der Rees am Abend noch in die Kühle gestellt hat, und hat die Milch ins Kesse geleert. Der alte Jäger hat ein paar Holzschittli ins Feuer geschoben und der Senn hat den Rechen genommen und angefangen zu käsen. Sind die echt zu mir gekommen, um mir bei meiner Arbeit zu helfen, mitten in der Nacht? Hat der Rees sich angefangen zu überlegen. Ja, wie Heinzelmännli sehen die 3 fremden Männer zwar nicht aus, aber sie wissen anscheinend wie Käse. Jetzt hat der Jäger nämlich ein kleines Fläschchen aus seinem Jopa genommen. In dem Fläschchen war nicht etwa Schnaps, sondern Lab. Lab, wo es braucht, dass aus der Milch Käse wird. Und die hat er jetzt zur Milch ins Käse geleert. Aber die Lab war nicht weiss wie sonst, sondern feuerzündrot. Am Rees war es gar nicht mehr wohl. Er hat kaum mehr getraut zu schnaufen. Dunne hat der Senn weiter im Käse gerührt. Das Jägermännli hat noch ein paar Schittli nachgeschoben und keiner von diesen 3 Fremden hat auch nur ein Wort geredet. Nach einer Weile ist der bleiche Jüngling aufgestanden und hat in seinem Rucksack angefangen zu grübeln. Er hat lange holzige Röhren rausgeholt und die angefangen zusammenstecken zu einem langen Rohr, wo vorne gebogen war und auch ein bisschen breiter, wie ein langes Horn. Mit dem langen Holzhorn ist er zur Türe aus vor die Hütte. Der Rees hat zwar nichts gesehen, aber umso mehr gehört. Vor der Hütte hat es angefangen zu tönen und klingen, so schön, wie der Rees noch nie etwas gehört hat. Eine Melodie hat sich draussen in der Nacht ausbreitet und ist 100-fach von der Felswand zurückgekommen, als würden alle Berggeister mitsingen. Und jetzt hat man Kuhglocken gehört, bimmeln und schellen. Die Kühe sind zur Hütte zugekommen
Und die gleiche Melodie hat nochmal angefangen. Aber das Mal viel langsamer. Die dunklen, warmen Töne haben sich mit einem Gesang vermischt, als wäre Himmel und Erde ein riesiger Konzertsaal. Der Res wäre am liebsten von seinem Versteck runtergeklettert und rausgeschaut, wie so etwas möglich ist. Aber jetzt ist der bleiche Jüngling mit seinem Horn wieder in die Hütte hineingekommen. Und der Res hat gehört, wie draussen das Vieh langsam wieder davongetrottet ist. Unterdessen hat der Grosse aufgehört, im Kessi zu rühren und hat die heiße Schotte in 3 Holzgefäße angefangen zu schöpfen. Aber komisch. In der ersten Schüssel ist die Milch blutrot geworden, in der zweiten Schüssel grasgrün und in der dritten schneeweiß. Am Res ist es unheimlich geworden. «So, jetzt ist aber etwa Zeit, dass du runterkommst, Menschenkind, und deine Gabe auswählst.» Am Res ist das Herz stehen geblieben, als er die tiefe Stimme vom grossen Sinn gehört hat. Aber es hat keinen Sinn gehabt, sich länger zu verstecken. Mit zittrigen Knien ist er aufgestanden und langsam die Leiter herabgeklettert. Die 3 Männer haben den Res zum Tisch mit den 3 Schüsseln hergeführt. «Schau, aus einer von diesen 3 Schüsseln musst du trinken», hat der Sinn zu ihm gesagt. «Du hast die Wahl, aber ich rate dir, überleg dir's gut. Die Rotschüssel ist meine Gabe. Wenn du von der trinkst, dann wirst du stark und gross wie ein Ries und so mutig, dass es kein Mensch gegen dich aufnimmt. Dazu gebe ich dir noch 100 schöne rote Kühe. Die grasen schon morgen auf deiner Alp, wenn du von meiner Schüssel trinkst.» «Trinkst gescheiter aus meiner Schüssel», hat darauf aber der alte Jäger gesagt. «Wenn du von der grünen Milch trinkst, dann gebe ich dir 100 Taler und Goldstückli.» Und er hat dem Res einen ganzen Büttel von Silber und Gold vor die Füße geleert. Das hat glänzt und geleuchtet, dass es am Res ganz schwindlig geworden ist. Der bleiche Jüngling mit der blonden Locke ist ruhig daneben gestanden und hat sich auf sein langes Holzhorn gestützt und gesagt: «Trink aus der weißen Schüssel. Wenn du von meiner Schüssel trinkst, dann kannst du schon morgen am Morgen singen und jodeln und Alphorn blasen wie ich.» Am Res war es, als hätte er einen dicken Krott im Hals. Aber den hat er leer geschluckt. Hat sie ganz Mut zusammengenommen und gesagt: «Ich verzichte auf die Riesenkraft und den Goldschatz. Ich wähle das Singen und das Alphorn blasen.» Er hat die weiße Schüssel angesetzt und getrunken. Es war nichts anderes als frische, würzige Milch mit einem feinen Nidlenschäumchen obendrauf. «Du hast gut gewählt», hat der bleiche Jüngling gesagt. «Wenn du von der anderen Schüssel getrunken hättest, wärst du krank geworden und bald gestorben. Und es hätte wieder manches 100 Jahre gedauert, bis ich meine Gabe den Menschen hätte schenken können. Da, nimm mein Alphorn. Schon morgen am Morgen kannst du singen und jodeln und Alphorn blasen wie ich.» Auf das aber sind die 3 Fremden einfach verschwunden. Das Feuer in der Feuergrube ist verlöscht und der Res ist wieder in die Kammer unter seine Heutdecke gelegen. Als er am anderen Morgen verwacht ist, hat er zuerst gemeint, dass alles sei nur ein Traum war. Aber neben ihm ist das Alphorn gelegen. Er ist raus vor die Hütte, hat das Alphorn angesetzt und angefangen reinblasen. Das Gras hat sich der Tau von den Blättern geschüttelt. Die Kühe haben angefangen zu muhen. Und es war, als würde die Sonne an dem Morgen noch ein bisschen schneller über den Bergen aufgehen. Eine dunkle, warme Melodie hat sich über die Alp ausbreitet. Auf den anderen Alpen haben die Zähne ganz verwundert gelost. So etwas haben sie noch nie gehört. Aber es ist nicht lang gegangen, so haben auch sie die Melodie angefangen zu singen. Ach so ist die wunderschöne Musik vom Chorreihen in die Alpen gekommen. Le Rond des Vaches. Natürlich hat der Res immer noch am schönsten singen. Und es ist nicht lang gegangen, da hat er sich verliebt in ein Sennenmeitli.
ins Vreni. Das Vreni war nicht die Einzige, die gerne mit dem Res zusammen gewesen wäre. So schön hätte er singen. Aber wo der Res das Vreni das erste Mal gesehen hat er gerade gewusst, dass er niemand anders will. Und im nächsten Sommer hat er nicht mehr allein auf die Alp müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Sankt Jodera-Glocke. Im Wallis hat vor langer Zeit ein Bischof gelebt, der Jodera. Eigentlich hat er Theodor geheissen, aber alle haben ihm Jodera gesagt. Er war sehr beliebt bei den Leuten und ist sogar ein Heiliger geworden, der Sankt Jodera. Und von ihm gibt es ganz viele Geschichten. Der Bischof Jodera hat im Schloss über der Stadt Sitten gewohnt. Einmal in der Nacht hat er einen komischen Traum gehabt. Er hat geträumt, dass der Papst zu Rom in Lebensgefahr sei und dass er, der Papst, unbedingt warnen muss. Der Bischof ist verwacht, ist in seinem Bett gesessen und hat überlegt, wie er den Papst rechtzeitig warnen könnte. Zu dieser Zeit hat es noch kein Telefon gegeben und eine Reise mit der Kutsche von Sitten auf Rom hat mindestens eine Woche gedauert. Das wäre viel zu spät gewesen. Der Bischof Jodera ist aufgestanden, hat das Fenster aufgemacht und in die dunkle Nacht rausgeschaut. Vielleicht könnte ich eine Brieftube schicken. Auf dem Schlossplatz hat er einen eigenartigen Lichtschimmer gesehen. Ringsum war alles dunkel und der Bischof hat sich nicht vorstellen, woher das Licht kommt. Das Licht hat einen Kreis auf den Platz gezeichnet und in dem Kreis haben 3 komische Gestalten wild umeinander herumgetanzt. Der Bischof hat seine Brille vom Nachttischli geholt und genauer hergeschaut. Da hat er gesehen, dass die 3 Gestalten 3 Teufel waren, die im Lichtkreis Walzer getanzt haben. Tak, 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 hat es tönt. Teufel haben ja bekanntlich an ihrem linken Bein einen Huf statt einen Fuß. Und jedes Mal, wenn ein Teufel mit seinem Huf auf den Boden gestampft hat, hat es Tack gemacht. Die 3 haben einen wilden Tanz auf den Schlossplatz geleitet. Der Bischof hat keine Angst vor Teufel. Schliesslich war er Bischof und ein Heiliger noch dazu. Er hat zu den Teufel gerufen: «Wer von euch ist der Schnellste?» «Ich», hat der erste Teufel gerufen und ist zum Bischof ans Fenster raufgekommt. «Ich bin geschwind wie der Wind.» «Nein», hat der Zweite gerufen, «ich bin so schnell wie eine Kanonenkugel.» Und ist auch auf dem Fenstersims gelandet. Da hat der dritte Teufel gerufen: «Das ist noch gar nichts. Ich bin schnell wie ein Gedankenblitz.» Und ist mit einem Zischen auch zum Fenster raufgekommen. «Du bist mein Mann», hat der heilige Jodera zum dritten Teufel gesagt. «Du musst mich noch heute Nacht zum Papst auf Rom bringen.» «Einverstanden», hat er gesagt. «Aber wenn ich dir helfe, dann gehört deine Seele mir.» Teufel machen nichts gratis, das hat auch der Bischof gewusst. Aber schliesslich ist es um das Leben vom Papst gegangen. Darum hat er in den Handel eingewilligt. «Das soll gelten, aber nur, wenn du mich wieder zurückbringst, bevor der Gückel am Morgen zuerst mal kräht.» «Wenn's nichts Schwierigeres ist», hat der dritte Teufel gelacht und hat schnell einen schwarzen Gückel geholt und ihn als Wächter auf die Stadtmauer gestellt. Der Bischof aber hat heimlich einen weißen Gückel geholt und ihn auf die Kirchenspitze gesetzt, ohne dass der Teufel etwas gemerkt hat. Dann hat der Teufel den Bischof auf den Buckel genommen und ist losgesaust über die Alpen Richtung Italien. Der Sankt Jodera hat sich kaum heben und es hat ihm fast den Schnuff abgestellt, so schnell ist der Teufel durch die Nacht geflogen. Schneller als man denken kann. Und schon sind sie zu Rom vor dem Vatikan gestanden, am Palast, wo der Papst wohnt. «Du wartest da draussen», hat der Bischof dem Teufel gesagt und ist zum Nachtwächter, der vor dem Papstpalast seine Runde gedreht hat. «Ich muss unbedingt mit dem Papst reden.»
Der Nachtwächter hat ihn recht komisch angeschaut. »Wissen Sie eigentlich, wie spät das ist?« »Es geht um Leben und Tod.« Der Nachtwächter hat gemerkt, das ist ernst. Er hat den Bischof im Empfangssaal warten und ist der Papst wecken. Als er gekommen ist, hat der Bischof Jodra dem Papst seinen Traum erzählt. Ihr Leben ist in Gefahr. Heiliger Vater, mehr weiss ich auch nicht. In dem Moment hat man es im Schlafzimmer drinnen laut gehört poltern. Das Holzdach vom Papst seinem Himmelbett ist zusammengekracht. Das Holzdach war nämlich mit schwerem Gold verziert und hatte ein Gewicht gehabt. Aber es war auch schon alt, morsch und von den Holzwürmern angeknabbert. Der Papst hat dem Bischof Jodra zum Dank für die wunderbare Rettung eine Kirchenglocke geschenkt. Eine ganz besondere, uralte Glocke, wo scheint's noch der heilige Petrus persönlich gesegnet hätte. Es war eine Wetterglocke, die das schlechte Wetter vertreiben soll. Der Papst hat dem Bischof noch angeboten, im Vatikan zu übernachten und ihn am nächsten Tag persönlich durch Rom zu führen. Aber der Jodra hat ja seinen Handel mit dem Teufel gehabt. Und der ist langsam nervös geworden. Und als ihm der Bischof gesagt hat, er müsse auch noch die schwere Kirchenglocke buckeln, ist er hässig geworden. Aber es hat nichts genützt. Er hätte ja zurück sein, bevor der Gückel kräht, wenn er dem Bischof seine Seele wollte. Schnell hat er den Bischof samt der Glocken aufgeladen und ist zurück auf Sitten gesaust. Dort war noch finstere Nacht, wo sie angekommen sind. Am Teufel sein schwarzes Gückel hat auf der Stadtmauer noch tief geschlafen. Vor Freude hat der Teufel noch eine kleine Extrarunde über die Stadt gedreht und gerade zur Landung ansetzen, wo der weisse Gückel auf dem Kirchenspitz losgeredet hat. Es ist zwar noch weit und breit kein Morgenrot zu sehen, aber am weissen Gückel ist es auf dem Kirchenspitz so unbequem gsi, dass er die ganze Nacht kein Auge zugemacht hat. Darum hat er auch von krähen, als er den Bischof Jodra gesehen hat. Aus Protest. Schliesslich hat der ihn auf der Kirchenspitze gesetzt. Und so hat der St. Jodra seine Wette mit dem Teufel gewonnen. Der Teufel ist putzhagelverrückt worden, hat in seiner Wut die Glocke genommen und hat sie in den Himmel aufgeschleudert. Mit einem lauten Klirren ist sie auf die Erde gekracht und 10 Meter im Boden versunken. Da hat der Bischof Jodra gerufen: «Dona, Dona, Lüt, Lüt!» Die Glocke hat im Boden angefangen zu läuten, ist wieder aufgetaucht, langsam in den Kirchenturm aufgeschwebt und hat dort weiter gelütet. Und dort im Kirchenturm hängen die Glocken heute noch. Sie heisst St. Jodra Glocke. Und wenn man sie läutet, dann vertreibt ihr Klang zwischen Wetter. Drum ist es im Wallis so schön. Und darum erinnern sich die Walliser so gern an den Bischof St. Jodra. Der Fischer am Rheinfall. Der berühmteste Wasserfall der Schweiz ist Schaffhausen. Der Rheinfall nämlich. Der Rheinfall ist zwar nicht der höchste, aber sicher der mächtigste Wasserfall in unserer Gegend. Eine riesige Wassermasse stürzt dort über einen Felsen runter. 150 Meter breit und fast so hoch wie ein 10-stöckiges Haus. Das toset und schaumet, dass man das eigene Wort nicht mehr versteht. Und wenn man ein bisschen nach dran hergeht, wird man ganz nass von der Gischt. Kein Wunder kommen das ganze Jahr ganze Garladungen von Touristen den Wasserfall füttern und bestaunen. Vor langer Zeit hat am Rheinfall ein junger Fischer gelebt, in einem kleinen Hüttli, gerade oben am Wasserfall. Jeden Morgen ist er mit seinem Schiffli der Fluss aufgerudert, bis zu der Stelle, wo er gewusst hat,
dass es dort die grössten Fische gibt. Bis am Mittag war sein Kessel meistens voll. Dann hat er sein Boot einfach in die Mitte vom Fluss gelenkt und hat sich langsam von der Strömung wieder zurücktreiben bis zu seinem Hüttli. Natürlich hat er aufpassen, dass er rechtzeitig wieder ans Ufer hat mögen, bevor der Wasserfall gekommen ist. Aber der junge Fischer hat den Rhein von Kind auf kennt und sein Schiffli mit wenigen Ruderschlägen steuern. So ist der junge Fischer am Herbsttag wieder auf dem Rhein unterwegs im Fischen. Der Herbst war seine Lieblingsjahreszeit. Das Wasser hat ihn ganz besonders fein geschmeckt. Von den Weidenbäumen sind farbige Blätter ins Wasser gerieselt und in der Erla ist der Nebel gehangen. Die alten Fischer haben gesagt, das seien Nebelfrauen, die durch die Bäume schleichen. Aber der junge Fischer hat das nicht unheimlich gefunden. Eher romantisch. An dem Tag wollten aber die Fische nicht recht beißen. Und er musste länger fischen als sonst. Als es angefangen hat zu dämmern, war sein Kessel immer noch nicht voll. Ganz im Dunkeln wollte er aber nicht heimfahren. Darum hat er seine Sachen gepackt, ist in die Mitte vom Fluss rausgerudert, hat sich gemütlich ins Boot gelegt und von der Strömung heimzutreiben. Das Wasser hat leislich gurgelt unter dem Boot. Der Nebel hat blau geleuchtet und der junge Fischer hat das gemacht, was er am liebsten gemacht hat. Er hat seine Gedanken mit dem Schiffli treiben. Nach einer Zeitli sind ihm die Augen zugefallen und er ist eingeschlafen. Er hat angefangen zu träumen. Zuerst von seiner Geliebten. Sie ist am Ufer nachgesprungen und hat etwas zu ihm übergerufen. Aber das Rauschen der Bäume ist immer lauter geworden, sodass er gar nicht gehört hat, was sie ruft. Dann hat er etwas gehört knurren, ganz tief wie ein riesiger Hund oder ein Stier. Aus dem Knurren ist es Donner geworden. Er hat geträumt, ein dunkles Gewitter käme daher, ein Sturm wie ein Orkan. Und wie eine Sintflut hat es aus dem Himmel geschüttet, als ob die Welt untergehen würde. Nur noch Wasser, Wind und Donner. Dann ist er aufgewacht. «Jesus Gott, der Rheinfall!» hat er gerufen. Aber er hat nicht einmal seine eigene Stimme gehört. So laut hat das Wasser donnert. Schnell hat er die Ruder gepackt und gerudert wie wild, aber es hat nichts mehr genützt. Der Wasserfall hat sein Schiffli gepackt und hat es gelupft. Dann ist es durchabgeschossen und in der tosenden Fluten verschwunden. Im Wasser hat es das Schiffli und geschleudert. 3, 4, 10 Mal. Dann ist es wieder aufgetaucht und langsam Richtung Ufer getrieben. Der junge Fischer ist erst wieder zu sich gekommen, wo das Boot am Felsen stehen geblieben. Ein Zeitchen ist er einfach im Schiffli liegen geblieben. Halb tot vor Schreck hat er an den Rheinfall raufgeschaut, in die schäumend weisse Gist. Die Dose hat er nur von ganz weit weg gehört und über dem Wasser ist langsam der Mond aufgegangen. Das Schiffli hat sich wieder angefangen zu bewegen, hat sich langsam vom Stein gelöst, aber der junge Fischer hat noch rechtzeitig rauskumpen und sein Boot an Land ziehen. Flutsch, nass, zitterig und verfroren ist er heimgeschlichen und froh gsi, dass er niemandem begegnet ist. Er hat seine nassen Kleider abgezogen, ist ins Bett gekrochen und sofort eingeschlafen. Aber die ganze Nacht hat er nur vom Wasserfall geträumt. Als er am anderen Tag aufgewacht ist es schon fast Mittag gsi. Er hat Hunger gehabt und hat das alles unbedingt jemandem erzählen. Darum ist er ins Wirtshaus gegangen, in die Fischerstube, ist zu den alten Fischern an den Stammtisch gesessen, hat einen grossen Teller Suppe bestellt und gerufen: «Ihr glauben ja nicht, was ich gestern erlebt habe!» Mit vollem Maul hat er seinen Fischerkollegen erzählt, wie er mit seinem Schiffli durch einen Rheinfall abgefahren ist. Wenn er ehrlich war, hat er sich zwar nicht mehr an alles erinnern, aber er hat gleich den ganzen Sturz in allen Einzelheiten beschrieben. Die anderen Fischer haben gelacht und haben ihm kein Wort geglaubt. Aber einem Fischer darf man nie alles glauben. Und die Fischer wissen das am besten. «Wohl, es ist wahr!» hat der junge Fischer gerufen. «Ich bin durch einen Rheinfall abgefahren und mache es grad nochmal, wenn ihr mir nicht glauben.»
Da haben die Alten aufgehört zu lachen. Der junge Fischer hat schon ein bisschen viel getrunken. Er hat nämlich zu seiner Suppe noch ein Fläschchen Wein bestellt, was er sonst nie gemacht hat. Und keiner von den Alten hat wollen, dass der junge Fischer in seinem Übermut auf eine dumme Idee kommt. «Iss du deine Suppe», hat der Älteste gesagt. «Wir glauben dir ja. Du hast deine Geschichte so gut erzählt, wie ein alter Fischer sie nicht besser erzählen könnte.» In einer Ecke der Wirtsstube ist ein fremder Mann gesessen. Niemand hat ihn gekannt. «Los, junger Mann!» hat der Fremde sich jetzt angefangen einmischen. «Ich gebe dir 100 Gulden, wenn du deine Höllenfahrt noch mal wagst.» «Ja, das soll gelten», hat der junge Fischer gerufen und ist aufgestanden. «Ich mache es noch mal. Dann sehe ich, ob ich noch plagiert habe oder nicht.» Der alte Fischer hat ihn am Arm gepackt. «Sitz gescheiter wieder her, iss deine Suppe fertig und schau, dass du wieder nüchtern wirst.» «Mein Angebot steht immer noch», hat der fremde Mann gesagt, und seine Augen haben ganz merkwürdig geleuchtet. 100 Gulden, wenn du es noch mal probierst. Der junge Fischer hat sich vom Alten losgerissen und gerufen: «Was ich im Schlaf können, das schaffe ich auch, wenn ich wach bin.» Er ist zur Wirtsstube raus an den Steg runter, hat dort das erstbeste Schiffli genommen und ist auf eine Reihe rausgerudert. Die anderen Fischer sind am Ufer mitgelaufen. Voll Entsetzen haben sie gesehen, wie der junge Fischer breit in seinem Boot gestanden ist und gerade auf den Rheinfall zugesteuert hat. Sie haben gerufen, er soll umkehren. Aber der Lärm vom Wasserfall war schon so laut, dass das Rufen nichts mehr genützt hat. Sie haben zugeschaut, wie der Wasserfall dem jungen Fischer sein Boot gelupft und in die Tiefe geschleudert hat. Unten ist das Schiffli in der Gischt verschwunden. Die Fischer sind am Ufer vom Wasserfall abgeklettert und haben gewartet und geschaut, bis es dunkel geworden ist. Aber das Schiffli ist nicht mehr auftaucht. Auch der fremde Mann war verschwunden. Die Fischer haben in der ganzen Gegend herumgefragt, aber ausser ihnen hat der Mann niemand gesehen. Die alten Fischer erzählen, dass man seither am Rheinfall in der Nacht, wenn der Mond scheint, öppe ein Schiffli zwischen den Felsen sieht. Es ist fast durchsichtig blau, wie eine Nebelschwade. Langsam zieht das Nebelbild auf einen Wasserfall zu und verschwindet in der weißen Gischt. Aber eben, der Fischer sollte man scheint's nicht alles glauben. Das Venediger Mannli. Früher, so erzählt man, seien im Sommer amigs ganz komische Leute von Italien in die Schweiz gekommen. Sie sind immer allein unterwegs gsi, haben bei den Bauern auf den Alpen gewohnt und sind in den Bergen umeinander spaziert. Aber sie sind nicht wandern und auch nicht klettern, nein, sie haben Gold gesucht. Die meisten von diesen Leuten sind von Venedig gekommen. Darum haben die Bauern einfach Venediger gesagt. Die Bauern haben sich immer gefreut, wenn so ein Venediger über Sommer bei ihnen auf der Alp gewohnt hat. Die Venediger sind höfliche und bescheidene Leute und haben immer etwas zu erzählen gewusst. Geschichten aus fremden Ländern. Aber am liebsten haben die Bauern die Venediger über ihre Heimatstadt ausgefragt. Venedig ist nämlich ganz eine besondere Stadt. Sie steht nicht auf dem Land, sondern im Meer. Anstatt Strassen hat es dort Kanäle. Und die Leute fahren nicht mit dem Velo oder mit dem Auto, sondern mit dem Bötli von Haus zu Haus. Venedig ist voll Paläste und vornehmer Leute. Die Älpler haben sich das überhaupt nicht vorstellen. Sie waren noch nie am Meer und eine Stadt im Meer, das haben sie fast nicht glauben. Und noch etwas anderes hat die Älpler gewundert. Die Venediger sind jeden Morgen losgezogen und am Abend mit einer schweren Tasche voll Silber oder Gold zurückgekommen. Die Älpler haben noch so lange den Sand aus den Bächen sieben und in die Felsspalten kriechen. Sie haben nie auch nur ein Körnchen Gold gefunden. Da haben sie gewusst, dass die Venediger mehr als Brot essen können.
So ein Venediger ist amigs auch auf Glarus gekommen. Es war ein kleines, dünnes Männchen in einfachen Kleidern, wo ganz bescheiden mit den Sinnen auf der Alp gelebt, mit ihnen Milch getrunken und auch in einem Heubett geschlafen hat. Während dem Tag, wenn die Sinnen Kühe gemelkt und käset haben, ist das Venediger Männchen in Bergen. Und jeden Abend ist es mit einer Tasche voll Gold oder Silber wieder zurückgekommen. Am Abend ist der Venediger mit den Sinnen zusammengesessen, hat Geschichten erzählt und etwa Lieder gesungen. Wunderschöne Lieder in einer fremden Sprache. Ein Lied hat den Sinnen besonders gut gefallen. «O Sole Mio» hat das geheissen. Und sie haben nicht gelassen, bis der Venediger ihnen das Lied beigebracht hat. Dann sind sie am Abend vor der Hütte draussen gesessen und haben zusammen mit dem Venediger gesungen. Es war ein richtig gemütlicher Sommer auf dieser Glarner Alp. Um es noch ein bisschen lustiger zu haben, haben die Szenen am Venediger ab und zu einen Streich gespielt. Nie etwas Böses. Einmal haben sie ihm zum Beispiel eine von seinen Taschen versteckt. Am Abend ist der Venediger zurück zur Hütte gekommen. Die Szenen sind vor der Hütte gesessen und haben darauf gewartet, dass der Venediger seine Taschen kontrolliert. Aber der Venediger hat gar nicht davon suchen. Er ist nur stracks auf die Szenen los und hat gerufen: «Ich weiss ja schon genau, wo ihr meine Taschen versteckt habt. Muss ich sie holen oder holen ihr sie?» «Hol sie du selber», haben die Szenen gelacht. Da ist das Männchen die steilen Bordür aufgeraxelt, ohne lang zu suchen, gerade auf den Stein zu, wo die Szenen seine Taschen versteckt hatten. Da haben die Szenen wieder einmal gewusst, dass die Venediger mehr können als nur Brot essen. Der Sommer ist vorbeigegangen und es ist Herbst geworden. Zeit, um wieder mit dem Vieh ins Tal zu fahren. Wie jedes Jahr hat sich auch das Venediger Männchen von den Szenen verabschiedet. «Ich muss wieder zurück auf Venedig und ich wünsche euch einen guten Winter. Wenn jemand Lust hat, mich in Venedig zu besuchen, dann schenke ich ihm einen Sack Silber.» Die Szenen haben die Einladung schnell vergessen. Nur einem ist sie nicht aus dem Kopf: am Hans, einem jungen armen Bauer. Er hat mit seiner Frau und seinen 3 kleinen Kindern in einem einfachen Häuschen gelebt, hat nur ein paar Geiss gehabt und ein kleines Stückchen Land. So einen Sack Silber hätte er wirklich gut brauchen können. Darum hat er sich von seiner Familie verabschiedet und sich auf den Weg gemacht. Es war eine lange Reise. Ein Billett für die Postkutsche hätte er sich nicht leisten. Und ihm ist nichts anderes übrig geblieben, als zu laufen. Von Venedig hat er nur gewusst, dass es irgendwo im Süden liegt. Darum ist er zuerst über den Gotthardpass. Dann ist es schwieriger geworden. Auf der anderen Seite vom Gotthard haben die Leute nur noch Italienisch geredet. Und es ist eine Zeit lang gegangen, bis er herausgefunden hat, dass man auf Italienisch nicht Venedig sagt, sondern Venezia. Als er das gewusst hat, ist es einfacher gegangen. Er ist zu den Leuten her und hat gefragt: «Venezia? Venezia?» Und ist der richtig noch, wo sie mit der Hand gezeigt haben. Endlich nach ein paar Wochen ist er zu Venedig angekommen. Er hat sofort gewusst, dass er die richtige Stadt gefunden hat. Und sie ist noch viel schöner gewesen, als er sich in seinen Träumen vorgestellt hat. Die Leute haben Kleider aus feinem Stoff getragen und grosse Hüte. Der Hans hat sich schön geschämt in seinem rauchen Jopa und seinen genagelten Schuhen. Und noch etwas anderes hat ihm Sorgen gemacht. Er hat gar nicht gewusst, wo der Venediger überhaupt wohnt, wo ihn eingeladen hat. Er hat weder eine Adresse gehabt, noch einen Namen. Sie haben ihm ja nur der Venediger gesagt. Und da zu Venedig hat es tausende Venediger gehabt. Ratlos ist der Hans auf einer Brücke gestanden, hat tief geseufzt und denkt: «Oh je, bin ich dumm.» Da ist ein vornehmer Herr auf ihn zugekommen, hat ihn verwundert angeschaut und dann gefragt: «Bist du nicht der Hans?» «Ja, der bin ich», hat der Hans ganz verdattert gesagt. Der vornehme Herr hat gestrahlt und ihn umarmt. «Hans, das ist ja schön, dass du mich kommst besuchen. Wie geht's zu Glarus? Du musst mir alles erzählen. Komm mit, mein Boot wartet.» Da ist dem Hans der Batzen runtergefallen.
Der vornehme Herr war niemand anders als das Venediger Mandli, wo im Sommer zu Glarus auf der Alp war. Nur hat er jetzt einen langen, seidigen Mantel getragen, einen grossen Hut, vornehme, spitzige Schüle. Kein Wunder hat der Hans ihn nicht gekannt. Sie sind zusammen mit dem Boot zum Haus vom Venediger gefahren und dort hat der Hans erst recht gestaunt. Alles war aus Marmor, mit Seidenteppich und feingeschnitzten Möbeln. Er hat ein grosses Zimmer gekriegt mit einem eigenen Himmelbett und einem eigenen Balkon. Er soll sich wie daheim fühlen, hat der Venediger zum Hans gesagt. Aber der ist sich vorgekommen wie im Märli. Der Venediger hat ihn jeden Tag durch die Stadt geführt und hat ihm Kirchen gezeigt, Brücken und Paläste. Einer schöner als der andere. Er ist ihm auch neue Kleider kaufen. Oh, hätte ich doch nur meine Frau und meine Kinder mitgenommen, hat der Hans gedacht. Denen würde Venedig sicher auch gefallen. Mit der Zeit hat der Hans immer mehr an seine Familie denken und an sein Dorf in den Bergen. Sein Herz ist immer schwerer geworden. An einem Tag beim Morgen hat der Venediger der Hans angeschaut und gefragt: «Hast du Eiweh?» «Ja», hat der Hans gesagt. Und jetzt hat er seine Tränen nicht mehr zurückheben. Da hat der Venediger ihn in ein Zimmer geführt, wo ein goldiger Spiegel gestanden ist. «Schau, da siehst du auf Glarus.» Und tatsächlich, im Spiegel hat der Hans das ganze Dorf gesehen, wie durch ein Fenster. Auch seine Frau hat er gesehen. Sie hat gerade Kinder im Brunnen vor dem Haus gewaschen und es war ihm, als hätte sie auch Tränen im Auge. Da hat der Venediger zu ihm gesagt: «Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass du dich wieder auf einen Weg machst. Aber ich habe dir ja noch ein Geschenk versprochen. Du kannst in meine Schatzkammer gehen und einen Sack mit Silber oder Gold füllen, was dir lieber ist.» «Ich nehme gerne Silber, so wie sie es auf der Alp versprochen haben», hat der Hans gesagt und hat sich in der Schatzkammer eine grosse Tasche gefüllt. Beim Abschied hat der Venediger dem Hans lang die Hand geschüttelt. «Pass gut auf die Tasche auf. In der Nacht leist sie am besten unter den Kopf.» Er hat gelacht und dem Hans noch lange nachgewunken. Einen ganzen Tag lang ist der Hans gewandert. Wo es dunkel geworden ist, hat er in einer Herberge ein Zimmer gemietet und hat zum Schlafen seinen Silbersack als Kopfkissen genommen. Bald ist er eingeschlafen und hat auch von träumen. Von Glarus, von seiner Frau, von seinen Kindern und seinen Geissen. Als er aufgewacht ist, hat er das Gefühl, er höre vor dem Haus der Brunnen plätschern und seine Kinder lachen. Langsam hat er die Augen aufgemacht. Und tatsächlich, er ist in seinem eigenen Bett gelegen. An der Wand hat das Guckerzeitli ticket und aus der Küche hat er gehört, wie seine Frau den Kinder ruft. «Habe ich meine Reise auf Venedig echt nur geträumt?» hat er gedacht. Aber dann hat er den Sack voll Silber unter seinem Kopf gespürt. Jetzt hat er laut von Juchzen im Bett. Seine Frau und seine Kinder sind ins Zimmer raufzuspringen gekommen. Die Kinder haben gejubelt, was der Papa gesehen hat. Der Frau sind Tränen gekommen vor Freude und sie hat dem Hans einen langen Kuss gegeben. Der Hans hat davon erzählen, was er in Venedig alles erlebt hat. Die ganze Familie ist auf dem Bett gelegen und hat zugelassen, bis es dunkel geworden ist. Am meisten haben sie sich natürlich über den Sack voll Silber gefreut. Jetzt haben sie ihr Häuschen vergrössern und zu den Geissen haben sie noch ein paar Kühe kaufen. Das Venediger Mandli ist seither nicht mehr auf Glarus gekommen. Aber dafür haben jetzt am Hans alle nur noch Giovanni gesagt, weil er immer von Venedig erzählt hat und jeden Abend vor seinem Haus gesessen ist und «O Sole Mio» gesungen hat. Der mutige Melcher. Im Entlebuch, im Luzerner Hinterland, liegt das Dorf Eschholzmatt.
Und wenn man von Escholzmatt noch weiterläuft, den Berg durch den Wald bis über die Baumgrenzen aus, dann kommt man auf eine Alp und auf dieser Alp ist vor langer Zeit einmal ganz unheimlich zu und her gegangen. Kein Sinn hat es gewagt, dort mit seinen Kühen den Sommer zu verbringen. Aber obwohl dort schon jahrelang niemand mehr zur Alp gefahren ist, hat man gleich jeden Sommer bei der Hütte Rauch gesehen aus dem Chemie steigen. Etwa die hat man sogar Kuhglocken gehört bimmeln. Aber nie hat dort jemand eine Kuh gesehen oder ein Mensch. Eine eigenartige Geschichte war das. Die Leute zu Escholzmatt hinein haben gesagt, die Alp sei verhext, verflucht oder gar beides zusammen. Keiner hat traut schauen. Und die paar wenigen, die es probiert haben, sind nicht mehr zurückgekommen. Zu selber Zeit ist auch ein junger Melcher auf Escholzmatt gekommen. Er hat da und dort bei den Bauern ausgeholfen und war ein geschickter, starker junger Bursch, der immer etwas Lustiges zu erzählen gewusst hat. Die meisten Bauern haben aber ihre Kühe selber gemolken. Sie konnten sich nicht immer leisten, den jungen Melcher anzustellen. Am jungen Melcher war das gleich. So hat er immer wieder einen freien Tag gehabt, konnte in der Sonne liegen, in der Beiz jassen oder mit den Mädchen rumschäkern. Weil er immer wieder bei anderen Bauern geschafft hat, hat er auch immer wieder neue Geschichten gehört. Auch die Geschichte von dieser unheimlichen Alp und dass sich dort schon seit Jahren keiner mehr hintraut hätte. Der junge Melcher hat nur laut gelacht. Er hat nicht an Gespenster geglaubt und so Spukgeschichten haben ihm keine Angst eingejagt. «Es nimmt mich ja schon Wunder, was auf dieser Alp oben los ist», hat er zu den Leuten gesagt. «Ich glaube, ich muss einmal dort rauf schauen.» «Nein, mach das nicht», haben die Mädchen gesagt. «Das ist viel zu gefährlich.» Aber ein paar Burschen, die es nicht gerne gesehen haben, wie der fremde Melcher mit den Mädchen im Dorf rumschäkert, haben gemeint, er soll nur mal schauen, wenn er schon so ein grosses Maul hat. Und so hat er sich an einem schönen Sommermorgen auf den Weg gemacht zu dieser geheimnisvollen Alp. Zuerst ist es noch der Strasse nachgegangen, durch den Wald. Der junge Mann war froh, dass es noch schattig und kühl war. Aber schon bald ist der Weg ganz schmal geworden und es hat immer weniger Bäume gehabt. Steil ist es auf einer Seite das Loch abgegangen. Auf einem Felsvorsprung hat er eine kleine Pause gemacht. Der Schweiß ist ihm runtergelaufen. Nicht nur von der Anstrengung, nein, am jungen Melcher ist es ein bisschen mulmig geworden. Von dem Felsvorsprung hat er nämlich an die Alp gesehen. Ganz fein hat er Kuhglocken gehört läuten und bei der Hütte ist Rauch zum Chemie rausgekommen. Er hat sich gefragt, ob das wirklich so eine gute Idee war, den anderen zu beweisen, dass er nicht an Gespenster glaubt. Aber wenn der junge Melcher sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann hat er nicht so schnell aufgegeben und darum ist er weitermarschiert. Der Weg ist immer steiler geworden. Es war rutschig. Bei jedem Schritt haben sich unter seinen Füßen Steine gelöst und sind ins Tal runtergerugelt. «Gespenster gibt's nicht», hat er laut zu sich gesagt. «Gespenster gibt's nicht». Zum Glück war sonst niemand rum. Das wäre dem jungen Melcher schön peinlich gewesen, wenn ihn jemand hätte gehört, laut mit sich selber reden. Am Schluss hätte er so gerne klettern und seine Knie haben angefangen zu zittern. «Rissen euch gefälligst ein bisschen zusammen», hat er zu seinen Knien gesagt und hat sich mit aller Kraft an einer Wurzel aufgezogen. Vor ihm ist die Alp gelegen. Bei der Hütte ist Rauch aus dem Chemie gestiegen. Aber kein Mensch und kein Tier weit und breit. Kein Lüftchen ist gegangen. Totenstill war es. Nur ein Bächli hat man ganz fein gehört murmeln. «Hallo? Ist da jemand?» hat er laut gerufen. Nichts. Keine Antwort. Nicht einmal ein Echo. «Jetzt nimmt es mich aber wirklich Wunder, wer da hauset», hat er zu sich gesagt. «Wo Rauch ist, muss auch jemand sein, der das Feuerchen angezündet hat.» Langsam ist der junge Melcher auf die Hütte zugegangen. «Ist da jemand?» hat er wieder gerufen. Als er immer noch keine Antwort gekriegt hat, hat er an die Hüttentür geklopft. Die Tür ist wie von selber aufgegangen. Vorsichtig hat er in die Hütte hineingeschaut. In der Feuergrube ist ein Kessel gehangen und darunter hat ein Feuerchen geflackert. Aber etwas war komisch. Das Feuer hat gar nicht knistert. Kein Knacken, kein Zischen, nichts. Totenstille.
Nur seinen eigenen Schnauf hat er gehört. »Hallo? Ist da jemand?« Langsam ist er in die Hütte hineingegangen. »Kannst schon vorher kommen? Musst nicht meinen, könntest mich verschrecken.« Rasch hat er sich umgedreht und hat unter einen Abwäschtrog geschaut. Nichts. Dann hat er schnell die Kastentüren aufgemacht. Auch niemand. Da hat der junge Melcher eine kleine Tür in der Wand entdeckt und ist in eine kleine Stube hineingekommen. Auch da war alles sauber geputzt und aufgeräumt. Ein Tisch, deckt mit Blechteller und Tassli für 2 Leute, und in einer Schüssel hat eine Suppe gedampft. Er hat nochmal gerufen. Und wieder keine Antwort gekriegt. Im Ecke der Stube ist ein Bett gestanden mit Vorhängli. «Warten nur», hat der junge Melcher gedacht. «Ich lasse mich doch nicht zum Narren haben. Ich sehe euch schon noch.» Er ist ins Bett hineingeklettert, hat Vorhängli zugezogen und sich dort versteckt. Kurz darauf hat er schwere Schritte gehört in der Küche draussen. Vorsichtig hat der junge Melcher zwischen den Vorhängen rausgeschaut und gesehen, wie eine grosse Gestalt in die Stube gekommen ist. Ein fürchterlicher Kerl mit einem zerzausten Bart, struppigen langen Haar und so gross, dass er sich bücken in dieser kleinen Stube drin. Das Monster ist an den Tisch gesessen und hat brummelt. «Die Nacht ist bereit. Fehlt nur noch der junge Bursch, der sich dort im Bett versteckt.» Er ist zum Bett gekommen, hat die Vorhänge aufgezogen und der junge Mann am Arm gepackt. Der Arm hat brennt wie Feuer. Das Monster hat ihm in die Augen geschaut und mit einer ganz lieben Stimme gesagt: «Du musst keine Angst haben, junger Bursch. Ich mache dir nichts. Im Gegenteil, du bist meine letzte Hoffnung. Vielleicht kannst du mich erlösen.» «Du tust mir weh!» hat der junge Melcher gesagt. Der Ries hat den Arm wieder losgelassen und gesagt: «Es ist keine einfache Aufgabe. Ein Haar zu viel oder zu wenig und du bist verloren.» Wo der junge Melcher gemerkt hat, dass man auch mit Gespenstern reden kann, hat er sich langsam von seinem Schreck erholt. Irgendwie hat ihm das Monster auch leid tun. Darum hat er gesagt: «Gut, ich will es probieren.» Da hat der Ries ihn plötzlich wieder ganz böse angeschaut und befohlen: «Hock an den Tisch und isst die Suppe aus!» «Nein», hat der junge Melcher umgegeben, «isst du die Suppe gefälligst selber. Ich habe mir sie nicht eingebrockt und darum löffle sie auch nicht aus.» Da hat der Ries die Suppe gegessen und so grusig geschmatzt, dass es am jungen Melcher fast schlecht geworden ist. Als er fertig war, hat der Ries eine Schaufel geholt, einen Kessel und eine Laterne. Er hat sie am jungen Melcher vor die Füße geworfen und befohlen: «Lies auf und träg's in den Keller runter.» Der aber hat gesagt: «Nein, ich habe es nicht aus dem Keller geholt und darum träge ich es auch nicht runter.» Da hat das Gespenst die Sachen selber genommen und ist in den Keller runtergestiegen. Der junge Melcher hintendrein. Jetzt hat er aber gleich langsam Angst gekriegt. Im Keller unten hat das Monster in eine Ecke gezeigt und befohlen: «Da, grab's aus!» «Nein», hat der junge Bursch gesagt, «ich habe es nicht verlocht und darum grabe ich es auch nicht wieder aus.» Da hat der Ries selber angefangen zu graben, bis ein Kessel vorgekommen ist, randvoll gefüllt mit Geld. «Los, lupf ihn raus!» hat das Gespenst befohlen. «Nein», hat der junge Melcher umgegeben, «ich habe den Kessel nicht reingestellt und darum lupfen ihn auch nicht raus.» Da hat der Ries den schweren Kessel selber rausgelupft. Er hat das Geld auf den Boden geleert und 2 Häufen gemacht und gesagt: «Jetzt musst du einen von diesen Häufen auswählen. Wenn du richtig wählst, dann werde ich erlöst und du wirst reich. Aber wenn du den falschen Haufen wählst, muss ich weiterleiden und du musst sterben.» Der junge Melcher hat leer geschluckt und schnell überlegt. Dann hat er seine Arme gerade um beide Häufen gelegt und gerufen: «Einer von diesen Häufen ist sicher der richtige.» Da hat es einen lauten Donnerknall gegeben und der Ries hat sich in einen schönen jungen Mann verwandelt. Der hat dem jungen Melcher dankbar zugelächelt, hat sich in eine weisse Taube verwandelt und ist durch das Kellerfenster davon geflattert. Der junge Melcher hat die beiden Geldhäufen in den Kessel hineingeschaufelt
und hat den schweren Kessel ins Tal abgetragen. Es war schon Mitternacht, als er mit dem Kessel voll Geld ins Dorf gekommen ist. Alle haben gejubelt. Es hat ein grosses Fest gegeben, die ganze Nacht durch und auch am nächsten Tag. Und der junge Melcher hat immer wieder alles haargenau erzählen. Jemand war besonders froh, dass der junge Melcher wieder heil zurückgekommen ist. Die Tochter vom Gemeindepräsidenten. Ein Jahr später haben die beiden geheiratet. Mit seinem Geld hat der junge Melcher ein paar Kühe gekauft und ist Bauer geworden. Und er hat immer noch genug Geld gehabt, dass er einen Melcher anstellen und ab und zu einen freien Tag machen. Man sagt, der junge Melcher sei später auch Gemeindepräsident geworden. Ob das stimmt, weiss ich nicht. Wie der Eckel Niki sein Glück gefunden hat. An der alten Furkenpassstrasse vom Wallis auf Uri hat es früher ein kleines Dörfli gegeben. Das hat Weingarten geheissen. Und in dem Dörfli hat ein Mann gelebt, der hat Eckel-Niki geheissen. Das ist vielleicht ein bisschen ein komischer Name, aber der Mann hat wirklich so geheissen. Noch heute gibt es im Wallis Leute, die zum Nachnamen Eckel heissen. Das ist dort ein ganz gewöhnlicher Name. Und eigentlich ist der Eckel-Niki auch ganz ein gewöhnlicher Mann gewesen. Aber ihm ist etwas ganz Komisches passiert. Der Eckel-Niki war arm. So arm, dass er jeden Tag schauen musste, wie seine Familie genug zu essen kriegt. Er und seine Frau hatten 5 Kinder. Sie haben in einem kleinen Häuschen gewohnt und der Eckel-Niki war immer froh, wenn es wieder Frühling geworden ist. In dem Häuschen konnte man fast nicht heizen. Und die Familie Eckel hat im Winter immer ein bisschen kalt. Einmal hat der Eckel-Niki einen eigenartigen Traum gehabt. In dem Traum hat eine Stimme zu ihm gesagt: «Niki, gang auf Uri. Dort auf der Brücke findest du dein Glück.» Als er aufgewacht ist, hat er sich schon ein bisschen gewundert, was er da wieder für einen Kabis zusammenträumt hat. Er ist zum Brunnen, hat sich das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen und schon hat er den Traum wieder vergessen gehabt. Aber in der nächsten Nacht hat er wieder das Gleiche geträumt. Und in der Nacht darauf wieder. «Jetzt musst du mal hören, was ich für einen Kabis zusammenträume in letzter Zeit», hat er seiner Frau erzählt. Kaum schlafe ich ein, kommt eine Stimme zu mir und sagt: «Niki, gang auf Uri, dort auf der Brücke findest du dein Glück.» Der Eckel-Niki hat den Kopf geschüttelt und gelacht. Aber seine Frau hat das gar nicht lustig gefunden. «Das ist sicher kein Zufall, Niki», hat sie gesagt. «Wenn du 3-mal hintereinander den gleichen Traum hast, dann bedeutet das etwas.» «Ein dummes Zeug», hat der Niki gerufen. «Ein Traum ist ein Traum.» «Eben, das meine ich ja», hat seine Frau gesagt. «Ein Traum ist ein Traum. Und vielleicht hat dir der Traum ja der liebe Gott geschickt.» Ja, so weit kommt's noch, dass der liebe Gott ausgerechnet mir am armen Eckel-Niki einen Traum schickt. Liebe Frau, ich träume so komisches Zeug wenigstens nur in der Nacht. Aber du träumst ja noch am Tag. Seine Frau hat ihm in die Augen geschaut und zu ihm gesagt: «Und du wirst es Wunder nicht einmal sehen, wenn es vor deiner Nase passiert.» Jetzt wäre es dem Eckel-Niki lieber gewesen, er hätte gerne nichts von seinem Traum erzählt. Wenn er etwas nicht gerne hatte, dann war das Streit gewesen, vor allem mit seiner Frau. Er hat seinen Job genommen und seinen Hut und hat brummelt: «Ich gehe jetzt gescheiter arbeiten. Vom Träumen allein haben wir nicht gegessen.» «Nein, warte, Niki, ich habe es nicht so gemeint», hat seine Frau ihm nachgerufen. «Du bist ein guter Mann und du weisst, ich habe dich ganz fest gern. Los, ich habe eine Idee. Warum machst du nicht eine Wallfahrt zur heiligen Mutter Gottes auf Einsiedeln? Auf dem Weg musst du auf Uri und über die Brücke. Wer weiß, vielleicht passiert ja dort etwas. Und wenn nichts passiert, dann hast du wenigstens eine Wallfahrt zur Mutter Gottes gemacht. Und das schadet sicher nicht.»
Ja, er hat sich das überlegen, hat der Niki zu seiner Frau gesagt und ist werken. Er hat überhaupt keine Lust gehabt, den weiten Weg bis auf Einsiedler zu machen. Aber in der nächsten Nacht hat er wieder den gleichen Traum gehabt. Die Stimme hat deutlich gesagt: «Niki, gang auf Uri, dort auf der Brücke findest du dein Glück.» «Gut, dann gang ich halt», hat er am anderen Morgen zu seiner Frau gesagt. «Nützt's nichts, so schätzt nichts.» Er hat sich von seinen Kindern verabschiedet, der Frau versprochen, dass er bei heiliger Mutter Gottes zu Einsiedeln für alle ein Kerzchen anzünden und hat sich auf den Weg gemacht über einen Furkenpass ins Urnerland. Am anderen Morgen ist er zu dieser berühmten Brücke gekommen. Zur Teufelsbrücke nämlich. Dieser Brücke hat man so gesagt, weil Luther sagt, der Teufel die Brücke gebaut hätte. Aber an so Zeug hat der Niki nicht geglaubt. Er ist auf dieser Brücke gestanden und hat gewartet. Aber nichts ist passiert. Er hat in die Schlucht runtergeschaut und am Felsen rauf. Weit und breit kein Mensch. Und eine Stimme hat er auch keine gehört, obwohl er sicher 2 Stunden auf dieser Brücke gewartet hat. Ein bisschen enttäuscht war er schon, der Eckel-Niki, obwohl er das nie zugegeben hat. «Ja, no», hat er gedacht. «Wenn ich schon da bin, dann gehe ich jetzt auch noch auf Einsiedler die Kerzchen anzünden. Das nützt sicher mehr, als so Kabiszeug zusammen träumen.» Und er ist bis auf Einsiedler gelaufen. Auf dem Rückweg ist er wieder an der Brücke vorbeigekommen. Dort hat er wieder gewartet und umgeschaut. Aber kein Mensch war rum und auch keine Stimme. Nur der Bach hat in der Schlucht unten gerauscht. «Jetzt bin ich schon so lang gewandert», hat er bei sich gedacht. «Jetzt kann ich gerade so gut auf dieser Brücke übernachten. Vielleicht träume ich noch mal von dieser Stimme.» Plötzlich hat er Schritt hinter sich gehört. Ein Mann ist auf die Brücke gekommen. «Suchen Sie etwas?» hat er zum Niki gesagt. «Haben Sie etwas verloren?» «Nein, nein», hat der Niki verlegen brummelt. «Ich habe nur etwas Dummes geträumt von dieser Brücke. Und jetzt wollte ich schauen, ob der Traum vielleicht doch noch in Erfüllung geht.» Der fremde Mann hat gelacht. «Machen Sie sich nicht zu viel Gedanken wegen so einem Traum. Ich habe nämlich kürzlich auch etwas Komisches geträumt. Stellen Sie sich vor, ich habe geträumt, dass in einem kleinen Häuschen in einem Dorf, wo Weingarten heisst, im Keller unten bei einem Stützbalken ein Schatz vergraben sei. Dabei weiss ich gar nicht, wo auf dieser Welt das Dörfli Weingarten überhaupt liegt. Und wegen so einem Traum lohne ich mich sicher nicht ins Boxhorn jagen. Das lohnt sich nicht.» Da ist der Eckel-Niki ganz still geworden. Er hat sich höflich von dem fremden Mann verabschiedet und ist ganz ruhig weiter spaziert, als wäre nichts gewesen. Aber kaum war er um einen Stecken herum, ist er losgerannt. Der ganze Weg ist er gesprungen, bis zu seinem Häuschen auf Weingarten. Er ist ins Haus hinein und ohne ein Wort in den Keller herabgestiegen. Seine Frau hat gemeint, jetzt spinnt ihr Mann. Im Keller hat der Niki eine Schaufel genommen und angefangen zu graben. Und er hat gerne nicht tief schaufeln. Da ist eine Truhe für ihn gekommen. Und die Truhe war voll Geld. Jetzt sind der Eckel-Niki und seine Frau reich. Sie haben aber das Geld gut versteckt und niemandem von ihrem Glück erzählt. Noch im gleichen Jahr haben sie ihr altes Häuschen abgerissen und ein schönes, neues, grosses Haus gebaut. Sie haben Land gekauft und Kühe, bis sie einen richtig grossen Bauernhof beieinander hatten. Im Dorf ist das natürlich aufgefallen. Die Leute haben sich gefragt, warum der arme Eckel-Niki und seine Frau plötzlich so reich geworden sind. Niemand hat dem Eckel-Niki böse wollen, aber die Leute haben gleich angefangen zu reden. Nach einem Zeitchen hat auch die Walliser Regierung davon gehört, dass da einer plötzlich reich geworden sei und niemand wüsste, woher er sein Geld hat. Die Regierung hat beschlossen, den Fall zu untersuchen und hat den Eckel-Niki verhaftet. Da hat der Niki dem Richter von seinem Traum erzählt, von dieser Stimme, die ihn auf die Brücke auf Uri geschickt hat und wie er dort einem Mann begegnet sei, der auch einen Traum hatte. Der Richter hat ihm kein Wort geglaubt. «Wohl, das ist wahr», hat der arme Niki verzweifelt gerufen. «Meine Frau ist Zeuge.» Aber wo die am Richter erzählt hat, der liebe Gott hat ihnen die Botschaft geschickt, hat der Richter befohlen, der Niki werde so lange eingesperrt, bis er zugibt, woher er das Geld hege. Der Richter hat darum geglaubt, der Niki und seine Frau hätten das viele Geld irgendwo gestohlen. Die Leute im Tal haben über nichts anderes mehr geredet, als über den Traum vom Eckel-Niki.
Immer mehr haben die Geschichte davon glauben. Sie sind extra früh ins Bett gegangen in der Hoffnung, dass auch sie so etwas träumen. Und ein paar hat sogar ein Mittagsschläfchen gemacht. Aber am Eckelnicki hat das nichts genützt. Er ist immer noch im Gefängnis gesessen und der Richter und die Regierung haben immer noch nicht an seinen Traum geglaubt. Die Geschichte vom Eckelnicki, seinem Traum, ist im ganzen Land umgegangen. So ist sie auch über einen Furka-Pass ins Urnerland gekommen. Dort hat auch der unbekannte Mann, der am Nicki auf der Brücke begegnet ist, gehört, dass der Eckelnicki im Gefängnis sitzt. Sofort hat er sich auf den Weg gemacht ins Wallis. Er ist als Zeuge vor einem Richter und hat erzählt, wie er selber von dem Schatz in dem Häusli träumt hat und dass er selber am Eckelnicki auf der Brücke von dem Traum erzählt hätte. Da hat der Richter einsehen, dass der Eckelnicki die Wahrheit gesagt hat und hat ihn wieder freigelassen. Der Nicki ist wieder zurück auf seinen Hof und hat mit seiner Frau und seinem Kind glücklich und zufrieden gelebt. An so einen Traum hat er nie mehr gehabt. Aber noch heute gehen im Wallis die Leute gerne früh ins Bett. Und ein paar machen so gerne Mittagsschläfli. Das Schwedenross. Es war vor langer Zeit, da ist in einem Dorf im Kanton Aargau am Morgen ein alter Rosshändler die Dorfstrasse durchspaziert. An seiner Seite hat er ein wunderschönes Ross geführt. Gross und stark, mit einem seidenglänzigen rotbraunen Fell und funkligen Augen. Der Händler hat das Ross in aller Ruhe durchs Dorf geführt. Er hat schon gewusst, warum. Aus allen Häusern sind die Leute das Ross bestaunen. Sie haben miteinander geflüstert und auch von fachsimpeln. In dem Dorf hat man sich darum auskennt mit Ross. Aber so ein schönes Tier hat noch niemand gesehen. Ob das Ross zu verkaufen sei, haben sie der Händler gefragt. Ja, hat er gesagt, das Ross ist zu verkaufen. Jetzt ist die Aufregung erst recht losgegangen. Allen war klar, wer das Ross kaufen will, der muss reich sein. Und eigentlich hat es in dem Dorf nur einen gegeben, der so viel Geld hatte. Der Gemeindepräsident. Er war der reichste Bauer mit dem grössten Hof und den schönsten Herdöpfel. Darum war er ja auch Gemeindepräsident. Und darum haben die Dorfleute den Händler mit seinem Ross zum Haus vom Gemeindepräsidenten geführt. Dort sind alle in einem grossen Halbkreis gestanden und haben zugeschaut, wie der Gemeindepräsident mit fachmännischem Blick langsam um das Ross herumgelaufen ist. Wo der Händler den Preis gesagt hat, ist sein Augenblick ganz still geworden. Der Händler hat nämlich schon gewusst, dass der Gemeindepräsident nicht vor allen Leuten sagen kann, dass ihm das Ross zu teuer sei. Darum hat er auch einen stolzen Preis gesagt. Der Gemeindepräsident hat noch ein bisschen gehandelt, das gehört sich natürlich für einen Fachmann, aber am Schluss hat er gleich noch einen rechten Preis gezahlt. Und alle Leute aus dem Dorf sind stolz gewesen, dass sie einen Gemeindepräsident haben, der sich so ein teures Ross leisten kann. Es war wirklich ein außerordentlich schönes Tier. Die Leute im Dorf haben sich alle möglichen Geschichten erzählt, woher echt das Ross käme. Ein paar haben gesagt, das sei sicher das Ross von einem schwedischen Herzog. Zu dieser Zeit war darum Krieg. Schon fast 30 Jahre hat der Krieg gedauert und er ist immer näher ans Dorf hergekommen. Von der anderen Seite vom Rhein hat man etwa die Kanonendonner gehört und in der Nacht hat der Himmel feuerrot geleuchtet. Die Leute hatten Angst. Sie haben gehört, dass ein schwedisches Ritterheer aus dem Norden bis auf die andere Seite vom Fluss gekommen sei. Zwar hat noch nie einer aus dem Dorf so einen Schweden gesehen, aber man hat sich erzählt, das seien ganz grosse Männer mit roten Bärten und grossen Rössern. Darum haben die meisten auch geglaubt, das Ross vom Gemeindepräsidenten sei das Ross von einem schwedischen Herzog. Ein paar haben sogar gesagt, das Ross sei dem Herzog vielleicht gestohlen worden. Sicher käme er mit seinem Ritterheer über den Fluss und hole sich das Ross wieder zurück.
Am Gemeindepräsident hat die Geschichte gefallen. Wenn er durch das Dorf geritten ist er sich selber wie ein schwedischer Herzog vorgekommen. Das Schwedenross war nicht nur schön, es war auch stark wie kein anderes. Wenn der Gemeindepräsident mit seinem Knecht den grossen Herdöpfelacker gepflügt hat, sind beide auf dem Rücken vom Ross gesessen und das Ross hat im Galopp mit dem schweren Pflug den ganzen Acker gepflügt. So sind sie auch wieder einmal am Pflügen gsi. Plötzlich ist das Ross stehen geblieben und hat die Ohren gespitzt, als würde es etwas hören. Stocksteif ist es gestanden und hat keine Wank mehr gemacht. «Hü!» hat der Gemeindepräsident gerufen. «Hü!» Aber es hat nichts genützt. Er hat dem Knecht gesagt, er soll absteigen und das Ross antreiben. Und wo das sich immer noch nicht bewegt hat, ist er selber abgestiegen. Das Ross hat nüchtern gebläht, hat gewiehert, ist auf die Hinterbeine gestanden, hat sich geschüttelt und hat ausgeschlagen, bis das Seil vom Pflug gerissen ist. Dann ist es losgaloppiert dem Dorf zu. Der Gemeindepräsident und sein Knecht hintendrein. Im wilden Galopp ist das Ross mitten ins Dorf gerannt, zum Haus vom Gemeindepräsident. Dort war der kleine Bub vom Gemeindepräsident auf der Straße am Spielen. Das Ross hat angehalten, hat mit seinem Maul das Bübli am Tschöpli gepackt und ist mit dem weiter galoppiert zum Dorfhaus. Jetzt ist es Geschrei losgegangen im Dorf. «Das Schwedenross hat dem Gemeindepräsident seinen Sohn entführt», haben sie gerufen. «Es bringt ihn sicher zum schwedischen Herzog.» Alle haben sofort alles liegen lassen und sind zusammen mit dem Gemeindepräsident und dem Knecht am Ross nachgerannt. Niemand ist im Dorf zurückgeblieben. Nur der alte Kirchensigrist, der im Kirchenturm oben Glocken poliert hat. Er hat nämlich ein lahmes Bein gehabt und wäre mit seinen Krücken sowieso nicht nachgekommen. Wo das Ross mit dem Bübli zum Dorf aus war, ist es abgebogen, der Hügel darauf Richtung Wald und ist dort zwischen den Bäumen verschwunden. Das ganze Dorf immer hintendrein. Ist das eine wilde Jagd gsi? Über Stock und Stein ist es gegangen. Dann, nach etwa einer Stunde, ist das Ross auf einer Waldlichtung stehen geblieben und hat sich langsam umgedreht. Das Bübli vom Gemeindepräsident immer noch am Tschopen zwischen den Zehen. Auch die Leute sind stehen geblieben. Das Ross ist ganz ruhig auf sie zugekommen, hat das Bübli ganz säuferlich am Gemeindepräsident vor die Füße gelegt und ihm fein über die Backen geschleckt. Dann hat es plötzlich wieder den Kopf in die Luft gestreckt und die Ohren gespitzt. Aus dem Dorf unten rauf hat man die Kirchenglocken gehört läuten. Da hat das Ross zufrieden gewiehert und ist wieder zurückgetrabt, Richtung Dorf. Jetzt sind die Leute überhaupt nicht mehr rausgekommen. Es ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als dem Ross wieder hinten zu laufen, und sie sind froh gewesen, dass es nicht mehr galoppiert ist. Wo sie in die Nähe vom Dorf gekommen sind, ist ihnen der alte Kirchensigrist entgegenzuhumpeln gekommen. Ganz aufgeregt hat er mit seinen Krücken in der Luft herumgefuchtelt. «Wissen ihr, wer heute in unserem Dorf war?» «Nein», haben alle gerufen. «Die Schweden sind im Dorf. Die Schweden sind gekommen!» Und dann hat er ihnen die ganze Geschichte erzählt, obwohl er fast nicht mehr schnaufen konnte. Kaum sind alle am Ross nachgerannt und kaum war niemand mehr im Dorf, habe ich eine Trompete gehört. Kurz darauf habe ich vom Kirchenturm aus gesehen, einen Rittertrupp ins Dorf hineinstürmen. Mindestens 30 mit roten Bärten auf hohen Rössen. Durch alle Gassen sind sie geritten und haben in alle Häuser hineingeschaut. Ich bin fast gestorben vor Angst auf dem Kirchenturm da oben. Nach einer Weile sind die Ritter wieder zusammengekommen und haben dem Hauptmann berichtet, das ganze Dorf sei wie ausgestorben. Keine Menschenseele haben sie gefunden. Das ist dem Hauptmann gespässig vorgekommen. Das ist sicher ein Hinterhalt, hat er gesagt, und hat den Rückzug befohlen. Da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe ein Gebet zum Himmel geschickt und mit allen Glocken angefangen zu läuten. Wo die fremden Ritter die Glocken gehört haben, sind sie schneller davon galoppiert, als sie gekommen sind. Jetzt haben alle verstanden, dass das Schwedenross ihnen das Leben gerettet hat. Es hat dem Gemeindepräsident seinen Sohn noch entführt, um alle aus dem Dorf rauszulocken. Sie haben auch von Juchzen und Jubeln. Ein paar Buben haben grüne Zweige geholt und einem Ross einen Heldenkranz auf den Kopf gesetzt. Es hat ein grosses Fest gegeben und der Gemeindepräsident hat versprochen, dass er immer der beste Hafer für das Ross besorgen will. Scheint's haben sie im Dorf dem Ross sogar ein Denkmal gebaut. Aber das Denkmal gibt es nicht mehr heute. Nur noch Geschichte ist übrig geblieben. Und das Ross hat sich sowieso am meisten über den Hafer gefreut.
alte Mandli oder der Lehenszins. Über dem Dorf Giswil im Kanton Obwalden steht der Giswiler Stock. Das ist ein grosser Berg. Unten am Giswiler Stock ist die Alp Ivi. Das Ivi ist keine richtige Alp. Es ist eine Voralp. Die Kühe sind dort nur im Frühling, bevor sie auf die Hochalp gehen. Und im Herbst, bevor sie wieder ins Tal runterziehen. Von der Alp Ivi handelt eine Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Vor langer Zeit in einem Frühling hat dort ein Bauer sein Vieh geweidet. 30 Kühe hatte er. Und er war sehr zufrieden mit seiner Voralp. Auf dem Ivi ist der Schnee im Frühling schon früh geschmolzen. Und das Gras war im Mai schon richtig saftig und grün. In dem Jahr war das besonders wichtig. Der Bauer hat sich nämlich eine grosse Sorge gemacht um seine Kühe. Eine Seuche ist umgegangen in der Giswiler Stelle. Die Kühe, die von dieser Seuche befallen waren, haben nicht mehr recht Milch gegeben und das Fell ist ganz struppig geworden. Bis jetzt hat unser Ivi-Bauer noch Glück gehabt. Von seinen Kühen hat keine diese Seuche gehabt. Aber was passiert, wenn sie auf der Hochalp mit anderen Kühen zusammenkommen? An das hat der Bauer immer wieder denken und darum hat er an dem schönen Frühlingsabend ein ziemlich sorgenvolles Gesicht gemacht, als er mit dem Milchkessel und mit dem Melkstuhl auf die Weide raus ist. Er hat gerade die erste Kuh ein bisschen gestreichelt und tätschelt und sich für seinen Melkstuhl einen guten Stand gesucht. Da hat er gesehen, wie vom Giswiler Stock oben aber ein komisches altes Männli dahergekommen ist. Klein und dünn war es, mit einem langen weißen Bart. Wo kommt denn echt der her? Hat der Bauer gedacht. Er hat das Männli noch nie vorher gesehen, aber es hat anscheinend zu ihm wollen. An einem knorrigen Stecken ist es die steile Bord abgumpt und gerutscht, in einem Tempo, wie man so einem dürren Männli nie zutraut hat. «Grüß Gott wohl!» hat der Bauer mit einer krächzigen Stimme begrüßt. «Schöne Kühle hinter da!» hat der Bauer brummelt. «Würden ihr mir nicht eins von diesen Kühlen über den Sommer zum Lehen geben?» So, zum Lehen. Der Bauer hat nicht recht gewusst, was sagen. Ihm ist das gespässig vorgekommen. Aber das alte Männli hat nicht gelassen. Nervös hat es an seinem weißen Bart gezupft und bettelt. «Nur ein Kuhli, ein Sommer lang. Ich zahle dir auch einen rechten Zins. Im Herbst bringe ich es dir wieder zurück. Kannst sicher sein, schau gut zu ihm.» So, hat der Bauer brummelt. Er hat nicht gewusst, was er von dem gespässigen Männli halten soll. «Ich verspreche dir», hat das Männli weiter bettelt, «am St. Michaelstag bringe ich es wieder zurück, samt Lehenszins. Nur ein Kuhli, bitte.» Der Bauer hat tief geschnauft, etwas brummelt und sich am Kinn gekratzt. Da ist ihm plötzlich die alte Kuh Rosa in den Sinn gekommen. Früher war die Rosa eine von seinen prächtigsten Kühen. Aber jetzt ist sie alt geworden, hat kaum mehr gefressen und fast keine Milch mehr gegeben. Der Bauer hat sie nur noch behalten, weil sie früher seine Lieblingskuh war und immer schöne Kälbchen auf die Welt gebracht hat. Aber er hat auch gewusst, dass die Rosa den Sommer kaum mehr überlebt und wahrscheinlich die erste wird sein, die Seuche kriegt, schwach und mager, wie sie war. «Ja, gut, meinetwegen», hat der Bauer zum Männli gesagt. «Ich habe da ein Kuhli, das dir geben kann.» Und er hat angefangen zu rufen. «Rosa! Se! Rosa, komm! Se! Langsam ist Rosa der Herztrott gekommen. Knochig und struppig, aber mit einer schönen Glocke um den Hals. Übermütig ist das Männli von einem Fuß auf den anderen tänzelt. «Vergelt's Gott, lieber Bauer! 1000 Dank! Glaub, du wirst mir's nicht bereuen!» Ja, schon recht, hat der Bauer brummelt und bei sich denkt. Eigentlich passen die ja ganz gut zusammen. Die Rosen und das Männli, beide dürr und mager. Er hat angefangen, der Rosa die Glocken abzunehmen. Die Glocke war nämlich mehr wert als die Kuh selber. «Nein, bitte lass die Glocke dran!»
hat jetzt aber das Männli wieder angefangen zu betteln. Eine Kuh braucht doch eine Glocke, sonst ist keine rechte Kuh. Der Bauer hat den Kopf geschüttelt, geseufzt und gesagt, gut, meinetwegen, ich lasse die Glocke dran. Heb 1000 Dank, 1000 Dank, hat das Männli gekrächzt. Im Herbst bringe ich dir deine Rosen wieder zurück, wie gesagt, mit Lehnszins. Es hat seinen Stecker genommen und das Kuhli den steilen Hang durchgetrieben, Richtung Giswilerstock. Oben in der Stein hat sich's noch einmal umgedreht und runtergerufen. Wir sehen uns am St. Michaelstag. Ja, schon recht, hat der Bauer für sich brummelt. Oder am St. Nimmerleinstag. Er hat nämlich nicht geglaubt, dass er die Rosen oder das Männli noch mal sehen würde. Aber zu viel hat er auch nicht studiert. Eigentlich war er ganz froh, dass er die Rosen weggeben konnte. So hat er sich um eine Kuh weniger Sorgen machen. Nur die Glocke, die hat ihn schon ein bisschen gereut. 3 Tage später, als er an Giswiler Stock hochgeschaut hat, war ihm, als hätte er auf einem Stückchen Gras zwischen den Felswänden seine Rosen grasen. Dort oben waren sonst nur Geissen oder die Schafe. Wenn das wirklich die Rosen ist, hat der Bauer gedacht, dann sehe ich die garantiert nie mehr. Im Sommer ist der Bauer mit seinem Vieh vom Iwi weg auf die Hochalp gezogen. Und er hatte Glück gehabt. Seine Kühe sind von der Seuche verschont geblieben. Bei den anderen Bauern hat die eine oder andere Kuh fast nicht mehr gefressen und ein ganz struppiges Fell gekriegt. Aber seine Kühe haben noch mehr Milch gegeben als im früheren Jahr. So ist es Herbst geworden. Und der Bauer hat seine Kühe wieder auf die Voralp abgetrieben, auf das Iwi. Am St. Michaelstag ist er vor seinem Hüttli gehockt und hat den Kühen beim Weiden zugeschaut. Plötzlich hat er eine Kuhglocke gehört läuten. Verwundert hat er aufgeschaut. Da hat er vom Waldrand her das alte Männli mit dem langen weißen Bart gesehen. Neben sich eine stattliche Kuh mit einem Fell, glänzig wie Seide. «Schau, da hast du deine Kuh wieder, die du über den Sommer ausgelehnt hast», hat das Männli gerufen. «Wie viel Lehnszins bin ich dir schuldig?» Der Bauer hat das Maul nicht mehr zugebracht vor Staunen. Die prächtige Kuh soll seine alte Rosa sein? Das kann ja nicht sein. Das ist ja... «Sag, was bin ich dir schuldig?» «Nichts», hat der Bauer gesagt. «Ist schon recht, du schuldest mir gar nichts. Ich gebe dir im nächsten Frühling gerne wieder eine Kuh zum Lehn.» «Das ist nicht nötig», hat das Mann gesagt. «Ich brauche keine Kuh mehr. Ich habe jetzt meiner Lebte genug Milch und Käse.» Da hat es ein kleines Bratkäsli aus seinem Mantel geholt und gesagt, «Schau, ich habe dir hier ein Käse als Zins mitgebracht. Darfst es aber nie ganz aufessen, dann hast du das Leben lang immer genug Käse.» Da hat der Bauer den Kopf geschüttelt und gelacht. «Ja, schon recht.» Aber das Männli hat gerufen, «Tio und Liog!» Was so viel heisst wie «Mach und schau», ist geschwind steile Border aufgeklettert und zwischen den Felsbrocken verschwunden. Am Abend hat der Bauer mit seiner Frau von dem Käsli probiert. Und es hat sie gedunkt, als hätten sie noch nie so feinen Käse gegessen. Sie haben auch die Nachbarn davon probieren lassen. Und alle waren ganz begeistert. Und das Besondere daran war, jedes Mal, wenn sie das Käsli wieder vorgenommen haben, war es wieder ganz. 2 Jahre lang ist das so gegangen, bis einmal ein Schneider und ein Schuhmacher beim Bauer auf der Stör waren. Er hat ihnen beiden das Käsli zum 9 aufgetischt. Diesen 2 hat das Käsli aber so gut geschmeckt, dass sie das Ganze aufgegessen haben, bevor es der Bauer gemerkt hat. Und der Bauer ist auf verrückt gekommen. Aber alles Schimpfen und Fluchen hat nichts genützt. Das Käsli ist nicht mehr nachgewachsen. Und auch das alte Männli mit dem weißen Bart hat nie mehr jemand gesehen. Nur die Rosa. Die hat dem Bauer noch manches Jahr Freude gemacht und so lange Milch gegeben wie keine andere Kuh. Der schlaue Peter. Der 1.
Es war eine wunderschöne Winternacht in Beist. Beist ist ein kleines Dörfli im Bündnertal Schamfik. Meter hoch ist der Schnee auf den Dächern gelegen und hat glitzert im Mondlicht. Ganz still war es. Die Kirchenglocke hat Mitternacht geschlagen und ein eisiger Wind hat feinen Schneestaub durch die menschenleeren Gassen geblasen. Ein schwarzer Hund hat an einer Mauer entlang geschnüffelt, hat mit seiner Schnauze in einem Schneehaufen gewühlt und ist im Schatten von einem Haus verschwunden. In den Häusern war es dunkel. Alle haben geschlafen. Nie mehr Licht. Nur aus der Dorfbeiz hat man noch das Lachen gehört. Dort ist der Peter mit seinen Freunden in der warmen Stube gesessen, jeder ein Glas Wein vor sich. Sie haben sich schon den ganzen Abend Geschichten erzählt und Witz. Und der Peter hat sich dabei gedacht, «Oh je, es ist schon spät. Höchste Zeit, dass ich heimgehe. Morgen muss ich dem Vater wieder helfen, Holz spalten. Das gibt sicher einen strengen Tag.» Aber in dem Moment hat einer von seinen Freunden, der Fluri, zum Wirt übergerufen, «Wirt, wir nehmen noch eine Runde.» Hinter dem Buffet hat der Wirt mit müden Augen aufgeschaut. «Nein, meine Herren, jetzt ist Feierabend, Polizeistunde, Zeit zum Heimgehen.» «Wirt, das kannst du nicht machen», hat der Fluri gerufen. «Wir haben es gerade so lustig und gemütlich. Eine Runde musst du uns noch bringen.» «Das ist aber die letzte.» Hat der Wirt geseufzt, ist langsam an den Tisch hergeschlurft, hat den leeren Weinkrug genommen und ist ins Hinterräumchen verschwunden. «Ich muss heimgehen», hat der Peter zu seinen Freunden gesagt. «Ich habe meiner Mama versprochen, dass ich nicht zu lange bleibe. Und die Glocke hat schon Mitternacht geschlagen.» Aber der Fluri hat ihn am Ärmel gepackt. «Du kannst doch jetzt nicht wieder heimgehen. Jetzt, wo wir es gerade so lustig haben. Sitz ab, jetzt bist du sowieso schon zu spät.» «Ja, aber bei uns im Haus», hat der Peter gesagt, «knarrt Stege so laut, dass meine Mama immer aufwacht, wenn ich heimkomme.» «Ja, du musst es halt so machen wie ich», hat der Fluri gelacht. «Ich lohne immer mein Schlafzimmerfenster einen Spalt auf. So kann ich über die Holzbeige reinklettern, ohne dass mir jemand hört.» Alle am Tisch haben laut gelacht. Da hat der Peter mit der Schulter gezuckt und gesagt, «Hast recht, Fluri, ich bin sowieso zu spät. Für ein Gläschen bleibe ich noch, aber nur für eins.» «So ist es recht», hat der Fluri zu ihm gesagt und hat seinem Freund auf die Schulter geklopft. «Du bist ja sonst auch nicht so ein Muttersöhnli.» Haben wieder alle laut gelacht. Der Peter hat nichts gesagt, aber er hat sich Sorgen gemacht, wenn er seine Wein zahlen soll. Er und seine Freunde sind nämlich schon den ganzen Abend an dem Tisch gesessen. Aber der Peter hat nur Geld für ein Glas im Sack gehabt. «Vielleicht kann mir auch der Fluri ein bisschen Geld auslehnen», hat er gedacht. In dem Augenblick ist die Restauranttüre aufgeflogen. Schneestaub ist reingewirbelt. Alle haben zuerst gemeint, der Wind habe die Tür aufgeblasen. Aber dann ist plötzlich ein fremder Mann in der Tür gestanden. Er war ganz grün angelegt, mit einem Hut wie ein Jäger, aber nicht dunkelgrün, sondern eher giftig grün. «Guten Abend. Gibt's noch etwas zu trinken?» hat er gefragt. «Nein, ich mache gerade Feierabend», hat der Wirt gesagt. Aber der Fluri hat gerufen, «Ach was, im Krug hat's noch ein Schlückli. Das langt gerade noch für ein Glas. Sitzen Sie doch zu uns, mein Herr. Wirt, bring noch ein Glas, dass sich der Herr wenigstens aufwärmen kann.» «Aber dann ist Schluss», hat der Wirt gesagt und noch ein Glas gebracht. Der fremde Mann hat sich den Schnee abgeklopft und ist mit Mantel und Hut zu der jungen Bürst an den Tisch gesessen. Komischer Kerl, hat der Peter gedacht. Und er hat gemerkt, dass es seinen Freunden auch nicht recht wohl ist mit dem Mann an einem Tisch. Die gute Laune war verflogen. Keiner hat mehr gelacht. Niemand hat etwas gesagt. «So, dann will ich aber schon mal abkassieren», hat der Wirt gemeint und hat sein Portemonnaie geholt. Alle haben in ihren Taschen angefangen zu grübeln und ihre Fränkli zusammengesucht. Auch der Peter hat angefangen zu grübeln, obwohl er gewusst hat, dass er nicht genug Geld hat. Er hat gerade den Fluri fragen, ob er ihm etwas auslehnen könnte. Da hat der fremde Mann laut gesagt, «Ich übernehme die Rechnung, meine Herren. Unter einer Bedingung. Der Letzte, der zu dieser Stube rausgeht, gehört mir.» Alle sind verschrocken. Aber der Fremde hat gelacht und gesagt, «Dafür macht ihn zum reichen Mann.»
Niemand hat ein Wort gesagt. Keiner hat traut, dem Fremden in die Augen zu schauen. Alle haben gewusst, was es geschlagen hat. Der Grün war niemand anders als der Teufel. Am Peter war jetzt auch klar, warum der Mann seinen Hut nicht abgezogen hat. Sonst hätte man die Hörner gesehen. Der Grün hat 100er-Noten auf den Tisch gelegt und zum Wirt gesagt: «Hast du den Rest behalten?» Der hat zögert, aber der Grün hat ihn so lang und so unheimlich angeschaut, bis er die Noten genommen und in sein Portemonnaie geschoppt hat. Alle anderen sind da gehockt und haben nicht gewusst, was machen. Der Peter hat überlegt, wie er sich und seine Freunde retten könnte. Der Mond hat zum Fenster hineingeleuchtet. Auf einmal hat er eine Idee gehabt. Er hat auf den Tisch geklopft und gerufen: «Gut, uns soll es recht sein. Wir löschen das Licht und der Letzte von uns, der zur Stube rausgeht, gehört dir.» Seine Freunde haben ihn voll Entsetzen angeschaut, aber keiner hat etwas traut zu sagen. Am liebsten wäre jeder möglichst schnell zur Tür gesprungen, aber keiner hat seine Freunde im Stich lassen. «Am besten wir ziehen Lösli», hat der Peter gesagt und hat ein paar Zündhölzli parat gemacht. Beim Hölzli ziehen hat er aber geschaut, dass er das kürzere Hölzli mit dem abgebrochenen Schwefel kriegt. Keiner von seinen Freunden hat etwas gemerkt und auch der Teufel nicht. «In dem Fall bin ich der Letzte», hat der Peter gesagt und sein Hölzli in die Luft gestreckt. «Dann löschen wir jetzt das Licht.» Der Wirt hat die Lampen ausgeblasen und ist als Erster zur Tür rausgerannt. Nur noch der Mond hat in die Stube hineingeleuchtet. Eine gespenstige Stimmung war das. Die Gesichter der Freunde haben noch bleicher ausgesehen als vorher. Einen um den anderen ist aufgestanden und langsam zur Beiz rausgelaufen. Voll Freude ist der Teufel neben der Tür gestanden und hat auf den Letzten gewartet. Wo der Peter als Letzter kam, hat ihn der Teufel packen. Halt, nicht so gesprengt, hat der Peter gerufen. «Hinter mir kommt noch einer!» und hat auf seinen Schatten am Boden gezeigt. Da hat der Teufel sich auf den Schatten von Peter geworfen. Und als er gemerkt hat, dass man ihn hineingelegt hat, ist der Peter schon lang zur Tür draussen gsi. Da hat es einen lauten Knall gegeben und der Teufel ist in einer Rauchwolke verschwunden. Noch wochenlang hat es in dieser Beiz nach Feuer und Schwefel gestunken, obwohl der Wirt jeden Tag eine Stunde gelüftet hat. Am Boden, an der Stelle, wo der Teufel verschwunden ist, hat es einen grossen schwarzen Fleck gegeben. Und noch heute machen alle einen grossen Bogen um das verkohlte Brett, wenn sie in die Beiz hineinkommen. Das war doch jetzt eine spannende Geschichtsstunde, oder? Abonniere unseren Podcast oder komm vorbei auf srfkids.ch, wenn du mehr von uns hören willst. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Geschichte dann wieder dabei bist. Tschüss von mir, Anna Zöllig.